Neuer Paar, neues Glück. Willkommen zurück bei Pikmin 4. Ja, Glück werden wir heute definitiv brauchen. Denn nachdem wir in der letzten Folge die weiße Zwiebel ergattert haben, hier, da, von der Probe des Laubweißen, will ich mir jetzt an die lila Zwiebel holen. Und Dandori wird schwerer und schwerer und schwerer. Und ich hatte hier schon grausame Mühe, obwohl man eigentlich meinen könnte, von der Zeit werde ich immer besser. Ich meine, gerade hier auf 0. Aber ganz ehrlich gesagt, finde ich bis eben noch die 5. Ebene war eigentlich, da habe ich am längsten gebraucht. Jetzt am Schluss war es gar nicht mehr so schwer tatsächlich. Zum Teil auch ein bisschen doof angestellt, muss ich das auch noch zugeben. Das wäre am einfachsten quasi, eigentlich schon am ersten Mal durchgekommen. Krass. Ja, guck mal, war nur 4 Minuten. Den Laubweisen gelingt es dir, die Fallen zu überlisten, als Sieger hervorzugehen. Weise mir, dass du über einen klugen Verstand verfügst. Ich habe die lila Zwiebel ja in der Folge holen, ne? Also heißt, ich habe 5 Danduri-Duelle vor mir. Rein theoretisch, solange wie die dauern, wäre es möglich, wenn ich sie direkt im ersten Mal schaffe. Aber, naja, sagen wir es so. Ich bin ja schon so ein Typ, der gerne Strategiespiele und so zockt, egal jetzt irgendwie Pikmin ist oder Fire Emblem oder irgendwie auch so ein bisschen eher Aufbaustrategiespiele wie Anno, aber das hier ist nochmal ein bisschen was anderes. Du bist zurückgekehrt, gut. Also. Vielleicht erstmal gucken, ne? Das erste Mal ist sowieso nur mal ein bisschen Auskunft schaffen, wie funktioniert überhaupt alles, ne? Die Umgebung ansehen kann ich schon, die Frage ist bloß, verstehe ich es auch? Ja, so klappt es ja auch nicht. Springen kann ich ja so auch nicht. Das heißt, wir müssen noch ein paar Pigment darüber schicken. Huch. Du willst es wohl verarschen. Nee, 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 nee. Wenn die mit Otschen runterfallen, verliert die Pikmin nicht. Wenn ich so mache, verliert die Pikmin. Willst du ja eigentlich komplett natzen? Also, braucht gar nicht so viele. Okay. So, worum geht's denn hier? Schätze brauchen wir hier. Schätze, Schätze. Alles über Schätze. Hm? Wenn ich das vorher schon machen würde, könnte ich auch ein bisschen Zeit mir kaufen hierbei. Okay. Wie kriege ich das Ding darunter? Gelbpigment haben wir hier keine. Ich muss hier durch, weil ich sonst nirgends durch kann. Ich meine, hier ist überall abgesperrt. Also eigentlich sagt dann das Spiel schon ziemlich gut voraus, was wie ich irgendwie machen kann. Also. Okay, das geht natürlich noch ein bisschen schneller, da ist klar. Das sehe ich auch ein. Ich kann noch ein bisschen Zeit rausholen. Gut. Ja, muss einem jemand vorsagen. Junge, Junge. Ah, okay.
Ja, wie viele müssen da wohl rüber? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal alle rüber, die ich habe. Oh, das war doof. Hä? Das war's? Okay, bei dem schaffst du locker das Maximum. Also hier die Bestzeit ist gar kein Thema. Hä? Ich dachte, die Prüfungen sind immer schwieriger. Ich meine, das war jetzt das erste Mal, wo ich das gut... Erstmal bin ich runtergefallen, aber trotzdem. Ich meine, alle Passagen, die ich gerade gemacht habe, die kann man noch besser machen. Also hier Platin, also die höchste Punktzahl, die kriegst du hier hin. Gar kein Thema. Ja, ein bisschen mehr schon. Es war ein bisschen zu einfach. Aber ich will mich nicht beschweren, wenn die alle so gut sind, dann cool. Dann nur Level 4. Aber ich habe in den ersten, die 3 waren schon so Probleme gehabt. Gefühlt, je höher das dann durchlevel, desto einfacher für mich. Sieg alle Kreaturen. Oh, mit lila Pigmin. Habe ich irgendwas... Okay, da muss einen besonderen Trick geben. Ah, der Trick. Okay. Also machen wir es gerade anders. Ochin, geh du doch mal einfach mal hier vor. Und mach da mal alles platt, was sich bewegt. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und guck mal hier. Okay, zu weit weg von Ochin wegen sollte mich trotzdem nicht. Irgendwas Besonderes habe ich aber nicht dabei, ja? Nee, nicht wirklich. Okay. Also die andere Variante war einfach als Ochin durchmarschieren. Warte mal. Ja, das war ja zeitlich nicht. Gut, ein Drittel kriege ich auch so hin, lustig. Wie das gehen soll, tatsächlich. Ah, okay, nichts gesagt. Weil es dauert trotzdem zu lange. Ja, aber wenn du nicht triffst.
Okay, wir haben ein Problem. Wir haben definitiv ein Problem, weil ich weiß nicht genau, wie ich da durchkommen soll. Weil die Pikmin gehen natürlich sofort wieder auf andere los. Ja, okay, wir machen noch einen Versuch, gerade mit der Variante, die wir gerade hatten. Weil ich da das Gefühl habe, die geht eigentlich relativ gut. Ich darf einfach nicht zu sehr vorpreschen. Weil die Gegner kommen ja eigentlich auch zu mir, wenn wir ehrlich sind. Da waren es nur noch 2, trotz allem, Da muss es irgendeinen Trick geben. Da muss es irgendeinen Trick geben, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder, weil, sorry, da braucht keinen Nerv dafür, das irgendwie selber rauszufinden. Ich guck mal ganz kurz, wie andere das machen. Bis gleich. Ach, Freunde, die 7. Ebene, der Rundumschlag, der nervt mich ein bisschen. Weil es auch viel vom Glück abhängig ist, ob die Pikmin überhaupt Bock haben, die Gegner anzugreifen. Oder eher Bock haben, irgendwie die Gegner aufzusammeln. So, auf die Roten immer aufpassen, das ist ganz wichtig. So wie im echten Leben immer auf die Roten aufpassen. Entschuldigung. Da hinten ist noch einer. Geschafft. Silber war. Also hier ist wirklich die beste Variante, Ojin in meinem Fall jetzt nach links einfach ausschweifen zu lassen. Den restlichen 5 Pikmin nach rechts. Zu gucken, dass man den Kreis, also wenn sie zurückpfeifen will, dass der Kreis, dieser Pfeifkreis, dass er nicht zu groß ist, wenn man den Ojin rauswählt. Ja. Vor allem gucken, dass man irgendwie auch Gruppen erwischt, das ist eher ein bisschen Glücksfall. Aber vor allem die Roten, die sind fies. Die muss man vor allem erstmal noch erwischen. Und ja, ansonsten auch ein bisschen Glück dabei natürlich. Aber dann geht's. Nein, die war nicht so leicht. Ich will, das war wie bei Ebene 6. Die war schön. Beengte Küche. Man kann es auch positiv sehen. Wir haben noch 3 Ebenen vor uns, nur noch 2 normale, plus dann die mit der lila Zwiebel. Also wir sind im Abschlussspur, Freunde. Das kann man so oder so sehen. So, natürlich wie gehabt, die erste Runde ein bisschen ausprobieren. Was zum... 100 Schätze sammeln. Ja, leg mich am Arsch. Hier ziehen. Erst kann eigentlich Rotschi noch ziehen.
Das stimmt. Natürlich, ein Teil der Jets kann auch Ochi machen. Den Weg, da muss ich frei machen, damit wir überhaupt alle durchkommen. Okay, das macht auch Sinn. So, jetzt haben wir gesehen, wir haben überall, wobei überall stimmt gar nicht, waren wir nur einmal noch eine lila Zwiebel. Warte mal, wenn ich hier natürlich dann so mache, damit ich hier schneller durchkomme. So, das ist ja so, das kann auch Ochi machen. Perfekt. So, den könnt ihr auch hier platt machen. So, ich glaube, gemäß der Karte habe ich sonst... Huch, was ist denn da noch? Okay, gucke gleich mal nach. Was wegschieben. Ups. So, dann sollen doch die Weißen schon mal das machen. Einer von euch macht das. Soll das jetzt funktionieren? Achso, von der Seite natürlich. Doof. Gut, das wäre jetzt vielleicht eher was für Ochin gewesen tatsächlich. Weil ich mit Ochin natürlich hier nicht durchkam, ist klar, okay. Ja, dann wäre das eher was für Ochin gewesen. Okay, okay, das sieht aber machbar aus tatsächlich. Also machbar ist im Grunde natürlich alles hier, ist ja klar. Aber es geht ja darum, ist jetzt etwas machbar, wo ich das Gefühl habe, es sei auch machbar, oder... So. Okay, okay, aber mit dem weißen Pikmin selbst ja nichts zu tun. Erstmal hier natürlich nochmal durch. Auch ich kann die trotzdem mal zurückbringen. Und ich für meinen Teil eben hier jetzt, sieht eigentlich so aus, als jetzt noch Pikmin, aber da habe ich jetzt vorhin gar keine gesehen, warum die sein sollen. Ne, warte mal. Hier natürlich noch, Da kann man natürlich nicht ohne Ochin hin. Gut, reicht eigentlich erstmal. Der will von deinen Aufgaben. Kann Ochin ja einen Hauptplach machen? Okay, perfekt. Das ist damit ihr noch ein bisschen mehr Wumms habt, ja? Ja, wir brauchen jetzt zwei davon, Jungs. Ah doch, Entschuldigung, mein Fehler, aber auch zwei. Du. Die
weiß um die lila Klugein. Ja, da hat natürlich was. Na komm. So, da mal gucken, ne? Da ist noch 2 für die. Da haben wir hier noch. Das müsst ihr leider platt machen, das geht nicht anders. Das Problem ist aber, wenn ich das alles so weit hinkriege. Hä, hat's denn hier wirklich Pikmin? Ah, die sind hier drin. Hab ich ja vorhin gar nicht gesehen, krass. Ja, das Problem ist, er braucht für die Dinger braucht er zu lange. Wie kriege ich das besser hin? All die kleinen sammeln? Ja, ich glaube schon, ne? Okay. Einen Versuch mache ich jetzt mal noch und nachher wird er dann ein bisschen gecuttet. Nein, hierhin. Währenddessen gehe ich mal da rüber. Eben, die sind halt hier drunter versteckt. Ich habe zuerst gar nicht gesehen tatsächlich. Das ist wirklich so. Okay. Schon die Hälfte dahin schicke. So. Ochin, du kannst schon mal den da holen. So, Ochi macht das. Dann den bitte da weg. Das mitnehmen. Gut, haben wir die noch. Machen wir die 5 dahin. Ja, da ist so. Die geh bitte mal dahin. Also. Ah, scheiße, mit Ochin-Kommentare gar nicht durch, stimmt, da war ja was. Ja, wenn Ochin natürlich auch zu doof ist, das zu machen. Sorry, jetzt haben wir wieder den Punkt, den ich schon mal hatte. Aber sagen muss, ja, sorry, wenn es so doof ist, dann
ist schwierig für mich. Wir finden eigentlich nur noch die Dinger hier hinten, das sind aber die schwierigsten, wenn man so will. Ja, und ich warte jetzt mal. Ja, jetzt kriegen wir das hin. Ja, wird doch wieder nix. Nein, du sollst nicht werfen, du sollst... Oh, Scheiße. Er hätte es abtransportieren sollen, Leute. Ach, Ochin, der beste Freund des Rettungstypen. Nein, eben leider nicht. Ah, geht gleich weiter, keine Sorge. Die Bank der Küche, Freunde. Ja, die müssen natürlich erstmal loswerden. Und let's go. Oder was heißt loswerden? Erst einmal gucken, das irgendwie hinkriegen. Alle Pigmen zu mir. Dankeschön. Du auch. So, dann das natürlich auch noch. Zack. Dann der Pikmin hier hin. Das Ding muss weggeräumt werden. Und Ochi, mach bitte mal du die Dinger hier platt. So müsste eigentlich schon reichen. Ich muss nur in der Mitte durchkommen. Nein, Ochi braucht keine Hilfe, das schafft er schon. Hä? Okay. Ein Blick auf die Karte, das habe ich doch schon, das habe ich doch schon. So, Ochin, du machst das. 1, 2 von euch machen das. Du machst das. So, der macht noch das. Dann, wo sind wir stehen geblieben? So, ihr bitte das hier. So. Ochin, du nimmst den Apfel mit. So, dann mal gucken. Dann sieht es doch eigentlich schon relativ gut aus bei uns. Also brauchen vor allem noch viele weiße Pigmente für die Dinger hier hinten. Dann haben wir noch Goldklumpen, aber der hinten ist wichtiger, weil er auch weiter weg ist. Alles abräumen. Ochin, du kümmerst dich um das Ding hier hinten. Perfekt. Ochin. Auch hierhin noch. Und dann müssen wir eigentlich alles zusammen haben, wa? Also ich hoffe zumindest, weil ich sehe gerade nichts mehr auf der Karte. Jo, perfekt. So geht's, Freunde. Bessere Arbeitsaufteilung, alles geschafft. 8 Ebene, ready. Auf zur 9. Die vorletzte. Und wir haben noch gut Zeit übrig.
Klar, es ist wieder nur in Anführungszeichen der Silberrang, aber hey. Könnte schlimmer sein, nicht wahr? Ja, werden immer besser. Warte mal, ganz kurz hier gucken. Immerhin einmal Gold geschafft mit dem Techniklabyrinth. Aber ist echt so, hier Techniklabyrinth und auch dann Durimir, das waren die einfachsten für mich. Die haben wir eigentlich schon im ersten Durchgang oder zweiten quasi geschafft. 7., 5. und 3. waren für mich bisher die schwierigsten. Das hier war ein bisschen nervig, aber es ging am Schluss jetzt auch. Wir siegen alle Kreaturen. Oh, und jetzt kommt schon Level 5. Ja, wir gucken mal. Alle gegen alle. Bei gewissen Leveln könnte ich irgendwie tatsächlich pro Ebene ein Paar machen. Ohne Witz. Also sind 6 Kreaturen zu besiegen. Natürlich wäre es gut, erstmal alle Pikmin zu haben. Ich schätze das einfach mal. Dann hat es keine Kreatur. Okay. Muss erstmal gucken, wie wir das machen. Das erste Mal einfach alle Kreaturen irgendwie zusammenholen. Okay, das war nicht gerade unbedingt ideal. Also eher von hinten war angreifen, okay. Ja, muss auch alles wieder ein bisschen ausprobieren, wa? Also wie gesagt, die beiden sind sowieso easy peasy. Ich nehme mal an, ich habe keine Items, nee, natürlich nicht. Das könnte mir eigentlich bis zum Schluss aufspannen, aber es ist einer von den einfachsten, deswegen mache ich den mal jetzt. Oh, den haben noch irgendwelche Items. Ein paar Bomben. Okay, wieder was gelernt. Bei dem Vieh geht es so eigentlich am schnellsten. Also hier kann man viel Zeit gewinnen tatsächlich. Oh. Und die Hälfte übrig, ne? Da, okay, kriege ich wieder ein paar lila Pikmin. Da auch noch, okay, am Schluss noch mit dem lila Pikmin drauf. Verständlich, dass ich das Teil bekomme. Ich hätte zwar gern was anderes gehabt, aber scheiß drauf. Okay, wenn das hier schon mal optimiere, ich glaube, da komme ich mit 3 Minuten bis hierhin schon mal gut hin. Was mich irritiert ist, es sind noch ein oder ein Gegner vor mir. Ich habe ein Knollenauge eigentlich nur noch. Okay, mit dem Vieh habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe ein Knollenauge gesehen. Da in der Mitte, Heavy ist aber nie nicht. Zum Teil sehe ich die auf der Map und zum Teil nicht, super. Nein, warte mal, auf den Kopf war, geht's besser.
Ja, komm, hier bin ich. Alter, okay. So war es natürlich auch nicht geplant. Neben das auch noch so ein Captain Knollenauge, den man natürlich sowieso viele Pikmin fressen. So hätten wir das auch. Mal, ich weiß nicht, ob es clever ist, hier überhaupt abzuwarten, bis das Vieh kommt, oder... Ja, komm, weißt du was. Nein! Oh, Ochin. Da ist natürlich mehr als Scheiße, das Vieh noch abhaut. Okay. Ja, ich glaube, so geht es sowieso schneller bei dem Vieh. Natürlich alle drin sind, ist doof, hä? Das hier wird einfach Zeit, ne? Ja, das war ja das nervige Vieh, ja. So, Problem, trotz allem, aber wenn das soweit... Sag jetzt mal, es wird soweit super funktionieren. Ich habe noch den Vogel hier. Okay, auch den kann man theoretisch schnell platt kriegen. Jetzt haben wir noch Captain Knollenauge. Die XXL-Variante diesmal. Wie soll ich denn den plattwalzen? Wobei...
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig hier. Aber sag mal so. Wir machen ja gar keinen schlechten Schaden so. Das geht, Leute, das geht. Warte mal. Ein Versuch mache ich noch. Ich habe das Gefühl, immer ewig dauert. So. Erstmal brauchen wir natürlich wieder Pikmin. Da ist klar, wir brauchen unsere Armada. Der Fürsknullnag oder wie immer der Typ heißt, der geht, der ist machbar. Nein, ihr sollt nicht einfach mitnehmen, kommt doch einfach zu mir. Das ist immer dasselbe. So. Machen wir die falsche Taste, warte mal. Ja, okay. Ich überlege gerade. Das Ding da unten, das dauert halt. Das Ding ist vor allem nervig. Fürs Knollnagel, weil es nicht so schlimm, wie ich irgendwie in Erinnerung hatte. Und dem Vogelviech einfach die Leader-Pikmin auf den Kopf schmeißen. Dann geht's eigentlich auch. Aber trotzdem erstmal den da vorne. Ich frage mich, ob man mit Ochins Hilfe das Vieh sogar one-hitten kann. So, weil hier muss er gar nicht abwarten, da ist er Blödsinn. So. Fürst oder Captain Knollnagel, wie auch immer das Vieh heißt. Nein, Mann, ich mache immer die falsche Taste. So. So. Ja, Mist. Schauen, wie lange diesmal Ding anhält, wa? Also gefühlt zumindest. So, jetzt muss ich den letzten noch irgendwie. Okay, aber es ist machbar.
Es ist machbar. Und davon ist Angst fürs Knollenauge haben und vor allem relativ schnell, ich sage jetzt das so doof, aber es ist wirklich so, relativ schnell halt zuschlagen. Natürlich auch relativ schnell ein Ding einsetzen, ne? Diesen Ultramotivierspray. Keine Angst davor haben, dann geht's. Puh. Ganz kurz auf die Zeit. Wir hatten vorher 20. Also Probe erwarten. Ich verlasse mal wieder, oder lieber. Und würde sagen, Freunde, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Oder machen wir gleich weiter? Ich guck mal, ne? Vielleicht geht's gleich weiter, vielleicht erst in der nächsten Folge. Weil, jetzt hier vorne Pikmin, ich habe nur Eis und Lila. Ich muss die lila Zwiebel holen. Was getan werden muss und was nicht. Da hat das lila Juwel. Dann Dure-Level Maximum, ne? Also eigentlich so schwer wie das jetzige. Ja. Aber eben, ich bleibe nur dabei, bis jetzt für mich am schwierigsten war die 3. Ebene. Die 5. auch ein bisschen, aber die 7. Also jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, die 8. ging ja eigentlich auch, mehr oder weniger. Die 3. und die 7. Die waren für mich die knackigsten. Die haben mich zum Teil ein bisschen doof angestellt bei der 5. Aber die anderen 3 und 7. Hui. Naja, gut. Wir gucken mal, wie ich mich bei der letzten Ebene schlagen werde. Entweder gleich oder nächste Folge, je nachdem, wie lange ich denn dafür brauche. Bald geschafft, Freunde, bald geschafft.